So. Rotkäppchen als Drama. Es war einmal ein gar allesliebstes, niedliches Mädchen, das eine Mutter und Großmutter hatte. Es trug immer einen roten Käppchen und alle nannten es Rotkäppchen. Eines Morgens sprach die Mutter zum Rotkäppchen: Liebes Rotkäppchen, Großmutter ist schwach und krank geworden und kann nicht zu uns kommen. Ich habe Kuchen gebacken. Gehe und bringe Großmutter. Sei aber vorsichtig. Vor kurzem hat ein junger Mann verloren gegangen. Bleibe dort nicht zu lange aus. Na gut, Mutti. Das Mädchen ging fröhlichen Schrittes in den Wald hinein. Plötzlich sah es einen jungen Mann auf dem Fußweg. Ha! Das war genau dieser Mann, von dem die Mutter erzählte. Er hieß Jacob. Hallo, wie geht es dir? Hallo, naja, schlimmer geht's immer. Warum gehst du allein in dem dunklen Wald spazieren? Ich gehe zur Oma, um ihr zu besuchen. Und warum bist du hier? Das ganze Dorf sucht nach dir. Was ist los? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin sehr gefährlich für die Leute. Warum? Bist du krank? Man kann so sagen. In unserem Wald beherrschen finstere Kräfte. Und jetzt bin ich ein Teil von ihnen. Ich bin ein Werwolf. Aber diese traurige Geschichte beeinflusste nicht auf die Rotkäppchens Gefühle. Junge Leute verliebten sich ineinander. Seit dieser Zeit seien sie sich geheim. Alles ging gut bis einem Tag. Einmal trieb Oma den skandinavischen Gehsport im Wald.